Wenn erst Marius, wo wir diese Serie von Betrachtungen oder diese Serie über den wahren Abbühen von Jerusalem, nur die babylonische Gefangenschaft wiederführen. Und viele Werk hier, wie dort, nur dem dort der Autor fertig gebüht wird oder wird, dann wird kurz geplant, den Bü wiederzuführen. Der hat noch manche Dinge zu bühen. Und ihre nächste Arbeit wird das Fundament für einen neuen Tempel zu bühen. Und dort werden David und Salomo, die den ersten Tempelbau leiten deuten, also wollen die Juden Krieg David und Salomos Beispiel folgen, indem sie alles durchbühen deuten, right? Tempellein oder den Tempelgrundlein und alles, wollen sie Krieg so down, als wo David und Salomo dort wie den ersten Tempel dort deuten. Und das zeigt hier, nur dem dort Tempelfundament gelegt wird ein besonderer Gottesdienst geführt, Gott dafür zu danken. Und der Schrift erklärt, dass ein großes Geschrei während dem Einweihungsgottesdienst gab. Wir die Menschen alle Frau? Wir wären nicht alle Frau. Wir wären nicht alle Schafe. Ich weiß, da sogar hier rohren. Wo wegen? Ja, der neue Tempel wird nicht so besonders sein als den alten Tempel. Und was hatten vielleicht sogar schlecht gefällt, right? Von den alten Lied, wo noch sich daran denken können, wo der erste Tempel war, right? Die wissen, die wären Port schuldig daran, dass der erste Tempel zerstört war, right? So, die werden nicht alle jubeln, right? Was die werden auch killen, und wir können gut verstehen, woran das so war. In unserer Serie habe ich 2 Ereignisse gesagt, wo die Juden besondere Gottesdienste gefeiert haben. Und aber das ging an nicht einmal schein in Jerusalem 3 zu sein. Und von daher wollen wir sein, dass die 3 Siedler auch große Schwierigkeiten und Not durchgehen müssen. Und wir wollen sein, wo ihre Nubasch, die Samariter, ständig gegen an schurften, den wahren Abbühen von Jerusalem in den Tempel Gottes zu verhindern. So, wir wollen auch die schlechten Methoden, die Samariter brauchten, vergleichen mit denen, die suchen von der und nach gegen Ansprüchen dort. So dass wir, wenn wir für Gott vor dich kriegen können oder dauern können. Wer ist uns größter Gegner von der und nach? Who is our biggest enemy? Ja, Satan, right? Der Teufel, der ist, right? Haben wir actually gegen Menschen zu kämpfen? Was sagt der Paulus uns? Kämpfen wir gegen Menschen? That's right. So wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, right? Für viele. Wir haben Satan schafft ständig gegen uns in Sinne deiner, was haben. Aber in Wirklichkeit als Christen haben wir nicht viele, was Menschen sind. Wir haben viele, was geistlich sind. Das Satan in Sinne nur Freigaben, Anhänger. Petrus sagt uns in 1. Petrus 4, Vers 8 und 9, 1. Petrus 5, 8 bis 9, sieht durchgedachten Wake, wir sind Gegner, die beise finden schließlich Raum aus einem Wort. Das ist eine Mietz. Eine brallende Leer. Und was probt er zu tun, damit? Der siegt sich ein Wort. Petrus sagt, und siegne wem, den er verrieten kann. Der Satan hat niemals was Gutes für uns geplant. Im Sinn. Der schafft ständig gegen uns. Der siegt wem, den er verrieten kann. Den war der Stut, sagt Petrus, mit vollstem Glauben und denkt daran, dass jene Breite über die ganze Welt durch dieselbe Leidenserfahrungen gehen machen. Christen, liebe Schwester, können sich darauf verlassen, dass Satan gegen uns schaffen wird, wenn wir für Christus leben dann und für ihn schaffen dann, right? Wir können uns darauf verlassen. Satan schlaft niemals. Der schafft ständig und der schafft gegen uns. Und die 3 Siedler Juden, die können auch dort bezeugen. Wenn wir nun mit Vers 1 und 2 anfangen, mit Esra 4. Wenn wir unsere Bibel nach oben haben, Esra 4, Esra 4, Verse 1 und 2.
Als Juda und Benjamin erfien, dort über Hirten, dort die aus der Gefangenschaft gekommen wären, dem Herrn Israel, ihren Gott, seinen Tempel weiter abzubauen, kamen seine Zerubabel in die Leder von den Volksgruppen und sagten an, wie wollen wir jün taub bauen, bis wir auch jünen Gott siegen, in Arm von Dan und Opfer gebracht haben, aus Asha Hadan, der König von Assur, ans hier angesiedelt haben. So die erste Taktik oder Methode, was erfien brauchten, wir Gottes Volk unterschlüten. Und beim ersten Blick ist das vielleicht ein bisschen schwer für uns zu verstehen, woran sie das wollen. Wenn sie den Tempel verhindern wollen, woran würden sie anderen halten wollen? Was glaubt ihr? Ja, würden vielleicht eine schlechte Arbeit die tun haben. Woran noch? Ja. Ja, die wissen, die können viel mehr Schulden anreichen, wenn sie von Bahn schaffen würden, nicht? Als von Böten. Schaffst du tun, kriegst du von dir und da? Kriegst so. Ja. Er schafft, kriegst so. Die so tun, die weit, wenn er direkt gegen Kirchen schaffen, dann ist du wie taub als Kind Gottes, right? Er kann wenig anfangen. Und Gott ist ab anzusehen, right? Er kann wenig anfangen. Aber wenn er somehow und somewhere in Kirchen schleichen kann oder schlicken kann, von Bahn und Schulden anrechnen kann, er kann bloß viel mehr Schulden down, als wenn er von Büten schaffen wird oder Gegnern schaffen wird. Und auf Englisch gibt es ein Sprichwort, das sagt, if you can't beat them, then what? Join them. Ja, if you can't beat them, then join them. Wenn einer den nicht besiegen kann, dann die bloß anschlüten und mit den Taub schaffen. Die Samariter wissen, dass die Juden die volle Unterstattung vom persischen König haben. Die können die Juden nicht direkt angreifen. Sie wissen auch, dass Gott mit an wir und dass der einzige Weg, wo sie die Juden besiegen können, wir die Juden von Gott zu tragen. Wenn sie sich den Juden anschließen können, dann können sie vielleicht an Samwo von Gott weichlocken und verleiten. Diese vielen geben fair gottesfürchtig zu sein. Und vielleicht sollten sie Gott auch anbeten, nicht? Können auch gut mögliche wahr sein, dass sie Gott anbeten sollten, aber sie haben auch andere Aufgaben. Und deswegen können die Juden nicht mehr Antworten tun haben. Wahre Anbetung beinhaltet Gott allein zu sein. Wie kann ich andere Aufgaben haben? Wie kann ich andere Gatten haben als Gott allein? Wir finden eine ähnliche Geschichte in 4. Mose, in Numbers chapter 21. 4. Mose 21. Balak, König von Moab, sah, wo die Israeliten arg den König von Baschan besiegen können, right? Und wie es Balak Angst vor die Israeliten hat, was tut er dann? Er kriegt eine Sieg. Wer wie rot? Balak and who did Balak hire to curse the Israelites? Wer wie rot? 4. Mose 21. Biliam, nicht? Biliam. Er soll ein Mann Gottes gewahr sein. Und er kriegt den Prophet Biliam an, um die Israeliten zu verfliegen, um den Moabiter der Eberhand zu geben. Biliam probt 3-mal dort zu tun, aber Gott leidet ihm nicht. Was glaubt ihr, woran leidet Gott dort nicht, dass Biliam die Israeliten verfliegen kann? Warum leidet Gott dort nicht? Was glaubt ihr? Er will den Vieh nicht halten, erstens, right? Krieg. Und Gott wird mit an, right? Woran wird Gott dann looten? Wenn Gott mit den Israeliten wir, woran wird Gott dort looten, dort das Mond Gottes dann die Israeliten verfliegen können? So Gott leidet dort nicht. Aber
wie es Biliam dort Geld haben will, wird Balak am Versprüch, gleich bei Balak ruht, wo sie die Israeliten zum Sinnchen bringen können, so dass Gott die Israeliten selbst strafen wird. Und die Bibel sagt uns in 4. Mose 25, Numbers 25, 4. Mose 25, Vers 1-3, Verses 1-3. Als das Volk Israel sich an Sittem gelehrt hat, fangen die Männer sich an, mit moabitische Frühes aufzugeben. Und diese luden dort Volk ihre Opferfaste an, und dort Volk eit von dort Opferfleisch und knallt sich vor die Moabiter ihre Jäajna. Und Israel hängt sich an den Baal Peor. Und dann brannt dem Herrn sein Euer über Israel ab. So schafft es tun. In Kriegszeit wollen die Samariter die Drehsiedler verleiten, sodass Gottes Euer auch über die Juden kommen wird. Und so tun prüft uns, Kriegszeit Gott von der und Tag von Gott weich zu locken oder zu verleiten. Ich los nur ein Zitat, wo sagt, so tun prüft nicht immer direkt gegen Kirchen zu streiten, er prüft sich, die unterschlüten, er kann viel mehr Schulden anrichten, wenn er eine Kirche Krieg sehen kann und dadurch die Kirche von Christus auflenken kann. Nicht? So schafft er. Das ist hingerlistig. Und das passt mit, was Jesus uns in Matthäus 7, Vers 15 sagt, Matthew 7, 15. Er sagt, seid jün fair für die falschen Propheten, die an Schubskleider in die Jün kommen, aber eigentlich sind die riechende Wort. Wilf. Die sind wilf. Und Gott, über sei Dank, dort die Juden damals gewusst hatten, was die Samariter am Sinn hatten zu tun. Wir lesen in Vers 3, Ezra 4, Vers 3, Ezra 4, Vers 3, über Zerubabel und Jeschua und die anderen Leiter von den Volksgruppen in Israel antworten an, dort gehielt sich nicht, dort je und wie taub an Gott sein Haus bauen. Wie werden dem Herrn Israel ihren Gott allein einen Tempel bauen, so als Kyros der König von Persien gesagt hat. So Gott sei Dank, die hatten gesagt, die können durch die Samariter erproben, kicken. Und die leiten dort nicht. Die wollen allein Gott ein Haus bauen. Und als die Samariter Sachen dort erproben nicht schaffen, wird prüfen sie das Wort. Die hielten nicht ab. Vers 2. Und 5, Verses 4 und 5. Dann mögt dort Volk am Land der Juden mautlos und schreit an vom Bühen Dreh. Sie bekauften Rutjewers gegen an und verhinderten Vernehmen, solange als Kyros der König von Persien lebt, und bald an der Regierungszeit von Darius, dem König von Persien. Ein Schreiber sagt, Entmutigung und Angst sind zwei von den größten Hindernissen für Christen. Entmutigung nimmt uns in Mut weich, und Angst lähmt uns, sodass wir nichts für Gott tun wollen. Wenn uns an Mut fehlt oder wenn wir Angst haben, dann wollen wir wenig für Gott tun. Wir wollen wenig was tun. Wir wollen bloß allein sein und nicht anfangen. Aber dann sagt er, denkt daran, dass Gottes Volk immer mit diesen Problemen zu streiten hat und dass wir mit Gottes Hilfe über die überstehen können. Dann sagt er noch zuletzt, wenn wir mit anderen Christen taub stehen, können wir Angst und Entmutigung überstehen und mehr für Gott vor dich kriegen. Der Schreiber betonte, dass wir als Gemeinde so tun überstehen können, indem wir taub schaffen und uns gegenseitig abbühen und helfen. Und wir alle gehen durch Zeiten, wo wir an Mut fehlen, nicht? Vielleicht sei ich anders, aber so sehe ich. Manchmal fehlt nie Mut. Oder vielleicht kriege ich zweimal mit Angst. Right? Aber das Gute ist, liebe Geschwister, dass wir gewöhnlich nicht täglich an Mut fehlen. Oder dass wir nicht täglich Angst haben. Zum Beispiel bei uns ist es so, wenn mir an Mut fehlt, dann ist Karina, meine Frau, anders und sie hält mich nie Mut zu fühlen, nicht zu finden. Und wenn sie entmutigt ist, dann probiere ich auch helfen, Mut zu finden, Mut zu fühlen. Und eine Kirche ist so, wenn es uns gut geht, wenn wir mutig sind für Gott rein, für Gott schaffen, dann soll ich unsere Augen aufhören, zu dem, was vielleicht durch schwere Zeiten gehen.
in Unmut fehlen down, in halb fehlen down. Und dann ans Bastet down, an proben abzubühen und abzuhalten. Und das kann wir in verschiedenste Wege down, liebe Schwester. Manchmal ist es so leicht, was Gott zu tun, wenn andere am Mut fehlen down. Man muss bloß ein paar Fähne wird sein. Oder die sagen, Kimmel, ich weiß, die jetzt nu da vielleicht eine schwere Zeit, aber ich will die weit nuten, ich bete ernstlich für die. Oder Kimmel, ich weiß, bejünt also nu vielleicht ein bisschen schwer gewesen. Ich habe irgendwas für die down, für jeden down. Vielleicht eine Multitude anbringen, vielleicht irgendwas Gaudet down, was immer, Großhäfen, was immer das ist. Manchmal ist es bloß was ganz Kleines, was wir down machen, andere zu halten, frische Mut zu fangen, ihre Ängste zu überstehen. Und liebe Geschwister, weißt ihr was? Wenn wir so down, dann wollen andere gleich so für uns down, nicht? Wenn uns Unmut fehlt, oder wenn wir vielleicht Angst haben, oder was immer das ist, die wollen dann dort bei uns sein, dass uns was fehlt, und die wollen proben, uns zu halten. Wie es die Juden die Unterstattung von Gott in der persischen König hatten, können dafür wenig anfangen, ihre Arbeit zu stirren. Und sie wissen, dass wenn sie ihre Verbindung zu Gott nicht merken können oder tragen können, vielleicht können sie ihre Verbindung zum persischen König verlassen und tragen. Und jedes Mal, als ein frischer persischer König nahe kommen wir, als König über Persien zu sein, proben die Samariter an, ab ihrer Seite zu kriegen, den Böte zu verhindern. Okay? Vers 6. Und als Ahasverus König war, am Anfang von seiner Regierungszeit, ward ein Klärbrief gegen die Anwohner von Juda und Jerusalem geschrieben. Die Samariter überhatten mit König Ahasverus, der selbst ein Jud aus früh hat, keinen Gleich. Wer war seine Frau? Who is his wife? Ahasverus. Ich glaube, wenn ich reise, wie dort Esther, eine jüdische Frau, right, die damals auch in Babylon wohnen, oder Persien, so ist es dann nur genannt wird. Aber Esther, dort wir seine Frau, und so, das hat die Samariter nicht geglaubt. Die schreiben gegen die Juden eine schlechte Brief, und dann über wir seine eigene Frau, eine Jud. Und so, dann hat nicht der Ernte geharrt. Gott hat nicht dort die Juden gehabt. So, mit ihm hat nicht gleich, aber dann, als dann weich wir in seinen Sehen, Artahastas, König ward, schickten die Samariter auch einen Brief. Und das muss gelungen an dort. Artahastas zu überreden, seine Unterstattung für die Juden weich zu nehmen, mussten sie den König ein bisschen hängend Licht führen. So tun das. Und das haben sie in verschiedene Wege getan. Erstens, sie fangen ihren Brief in Vers 11 an, indem sie vergeben, den König seine Diener zu sein. Ja? Und das deuten sie, den König anzubilden, dass sie ab seiner Seite wären. Die schreiben ihren Brief, als ob sie das Beste für den König am Sein haben. Über in Wirklichkeit ist es klar, dass sie bloß manipulieren wollen, nicht? Utnutzen wollen. Salomo sagt uns in Sprüche 26, Vers 28, Sprüche 26, 28, eine Tongue, die leis redet, veracht dem sie weidert, und ein Schmeichelmühl bringt Verdorben. Ein Schmeichelmühl. Wenn ich aber dort reich lesen da, aber ich glaube, wir wissen alle, was das ist, nicht? Schmeichelmühl? Was immer. Wie machen liebe Geschwister, sei abposten von die sei glotter wird immer haben, nicht? Wenn sie gewöhnlich sind, so eine Menschen nicht unsere Freunde. Die schaffen gegen uns, die proben uns somehow manipulieren oder utnutzen. Und Salomo sagt, pass ab, wer so das. Was deuten die Samariter nach? Die schreiben in Vers 12, Vers 12.
Wir haben dem König dort weitergeluten, dort der Juden wurde von die hergetragen, in der Angst nach Jerusalem gekommen sind, die Beiser steht. Wo immer Streit Unrechten det waren abbühen werden. Sie haben angefangen, die Stutzmühlen waren abzurechten. Das Fundament haben sie all uitgebetet. So die Samariter verfälschten die Wahrheit, die sehen les, um den Juden zu blamieren, right? Ein schlechtes Bild aus zu merken. Da haben sie all Nemie gebüht. Was denken sie nicht bühen? Stutzmühlen? Die den Tempel bühen. Right? Kriegst du das, der König von Persien an, gesagt hat. Wie machen Apostel, wie Geschwister dort, wann wir Information über Menschen und Dinge wieder verteilen, aber die Wahrheit sein und dort mit den rechten Motiven da. Falsche Information oder sogar wahre Information über andere zu verteilen, die zu verlassen, als Verleugnung. Menschen, die so eine Dinge tun, wollen nicht an den Himmel eingeluten worden, ist, was Gottes Wort sagt. Wir als Kinder Gottes, wir sollen anders sein, wir sollen so eine Dinge nicht tun. Die Samariter schreiben auch von den Juden ihrer Vergangenheit, um ein schlechtes Licht auf die zu dachen. Vers 15 sagt, Vers 15. Lut an die Chroniken, das wir in die Geschichtsbücher von denen Vorder siegen, dann warst du an die Chroniken fing, und vorstellen, dass diese Stadt viel Streit eurecht hat und Königs und Länder Schulden gebracht hat. Von allen Tiden an hat diese Stadt Streit eurecht und deswegen ist diese Stadt auch versteht worden. So, das Part hat actually gestimmt. Alright? Was die sehen wir nicht erreicht. Aber woran leiden sie dort? Erstens, lass mich ein Vers lesen für uns, die wie in 2. Chronik 36 fing. Ich lese 2. Chronik 36, Vers 13. Du sollst lesen wie in 2. Chronik 36, Vers 13. Dort König Zedekia sich auch unabhängig von Nebuchadnezzar, dem König von Babel, dem habe Gott geschworen hat, treu zu bleiben. Die Samariter wussten davon, wie sie all am Reck wohnten, als Jerusalem festgenommen ward, und sie brachten ihre vorherige Sünden gegen an. Okay. So, Zedekia, der mög ein Versprechen mit Nebuchadnezzar, dort heu die Babylonier deinen wird, und dort heu nicht gegen Nebuchadnezzar streiten wird, oder schaffen wird. Und heu holt sein Wort nicht gehalten, und deswegen kamen die Babylonier, Luther waren 3, und sie nahmen die Menschen fast und brachten die Mürste durch Arm und so wieder. Aber er hat sein Wort nicht gebracht. Und nun brachten die Samariter Zedekia seine Wirt und seine Duten gegen die Juden, um Schulden unterrichten. Und so tun der Krieg so, liebe Geschwister. Mika, der Prophet Mika, sagt, dort Gott an sie senden und dort Däuper mehr schmieden wird. Sobald er uns die Weich genommen hat, durch Jesus Christus. Dann sind die weich, ab einmal weich. Right? Er wollte niemals weiter rüt schaffen, niemals weiter rüt fashion. Wenn er an sie in weich genommen hat, dann sind die weich. Ab einmal weich, ab ewig weich. Aber gleich, weißt du, was so tun gleich? Er gleich auch zu fashion. Er fasst der rüt, right? Er fasst der rüt an sie vorher senden und dann prüft er dagegen anzubringen. Und sagt, hier mal, warte, ich habe Gott wirklich diese Sinn, die vergeht. Bist du nun nicht krank, so ein schlechter Mensch, als du vorher wirst? Und er prüft die Sünden gegen uns zu bringen. So der zu tun. Er braucht unsere vorherige Sünden, die Gott all vergibt hat, gegen uns. Aber wo soll wir als Christen sein? Soll wir auch so sein? Soll wir auch so tun? Was tun wir? Niemals. Wir sollen niemals andere ihre fähigen Sünden erwähnen, die Gott all vergibt hat. Die sind vergibt durch Jesus Christus in Blut. Bitte, wir würden vielleicht wollen, dass Gott das sei mit uns tun soll. Ich glaube, keiner würde das wollen, nicht? So dann soll wir auch nicht dort zu anderen tun. Was Gott vergibt hat, ist vergibt. Das war ich. So diese 3 Methoden und Taktiken
hat so tun gebraucht durch die Samariter, um gegen die Juden zu schaffen. Und schließlich zuletzt haben die Samariter könnt die Unterstattung in den Schutz, der die Juden wohl von den persischen Königs hatten, aufschneiden. König Arta sagt, dass kickt der Geschichtsbücher nur und fang ut, dass Jerusalem doch eine Vergangenheit gegen den König von Babylon rebellierte, Schafendeiten. Und er antwortet ab ihrem Brief mit dem Befehl, dass die Juden mit dem Bühen abhören sollen, was sie waren von ihm zu hören wurden. Und aus dem Brief dann von dem König Artaxerxes, dann von den Samariter gelesen wird, reisen sie busig nach Jerusalem und sehen die Juden, dass sie abhören sollen mit Bühen. Und das bleibt so, bis an das zweite Regierungsjahr von Darius, dem König von Persien. Weißt du, wie viele Jahre das waren? How long did they have to stop building? 16 Jahre. Für 16 Jahre müssen sie abhören. Wegen der Samariter. Nu habe ich ein paar Fragen für uns. Und dann wollen wir schließen. Wo sollen die Juden dort verstehen können, dass sie nu abhören müssten? Wird nicht Gottes Willen, den Tempel und die Stadt weiter abzubauen? Wenn Gott wirklich mit an, woran hat er der Teilloten? Weil wir Schwestern, das sind schwere Fragen. Und was von den Fragen, die wir nächstes Jahr nach Gottes Halb betrachten werden. Amen.